Das Aquarell Journal hat eine Rückseite bekommen. Das wollte ich euch noch schnell zeigen. Ich habe hier einfach eine kleine Collage gemacht mit ein bisschen Origami-Papier und aquarelliertem Buchseitenpapier. Hier drunter hat es noch so ein kleines Kreischen und hier ein gestempeltes Blümchen auf Aquarellpapier. So sieht das aus und ja, das finde ich eigentlich noch recht herzig. Was ich jetzt eigentlich heute machen will, ist hier innen ein bisschen dekorieren. Und zwar einerseits mit ein bisschen Schablonen. Ich habe mir hier ein paar rausgesucht, einfach so irgendwas, was ich mal ein bisschen random irgendwo im Internet an verschiedenen Orten bestellt habe. Wieso hängt das jetzt zusammen da? Komm da raus. So, ja. Und da ist sogar noch eine, die ich aus einem Klarsichtnäppchen einfach so Herzchen ausgeschnitten. Die habe ich mal gebraucht, um, wie sagt man, kommt nicht ganz Farbe ab, Jellyprint machen mit dem. Das ist noch gut rausgekommen. Mal schauen, ob das auch gut geht. Ich habe mir noch ein paar Sachen, schön Stempelfarbe rausgesucht. Alles ein bisschen farbig. Und ja, eben die Stempel, wo wir dann am Schluss noch ein bisschen drin rumstempeln. Jetzt nehme ich hier die Bürstchen, so die Kosmetikbürstchen. So, und mit denen können wir doch jetzt hier mal ein bisschen schön Müsterchen drin machen. Einfach einmal ein bisschen drauf los, he? Hat die jetzt mal so gesagt. So, keine Ahnung, einfach mal ein bisschen machen. Ich glaube, ich brauche noch schnell da irgendwie ein Papier, wo ich die Bürstchen auch ein bisschen abputzen kann. So, dass sich die Farbe nicht allzu fest vermischen. Ein bisschen macht ja nichts. So, mal schauen. Das sieht doch fast so ein bisschen aus wie könnten Blumen sein, könnten aber auch so Wasserwirbel sein, die da so zu diesen Fischchen passen würden. Die jetzt hier gerade unter meinen Händen verschwunden sind natürlich. Mal schauen, was da dabei rauskommt. Oh ja, schau mal. Ah, das ist schön. Vielleicht da noch irgendetwas. Ein bisschen. Wie sind jetzt die gewesen? So, da können wir auch noch ein bisschen geben. Ja, genau. Ja, das ist hübsch. Das gefällt mir. So, jetzt. Da möchte ich gerne ein bisschen so. Und vielleicht ein bisschen, ja. Nein, ich nehme jetzt mal das. Das helle. Und dann auch wirklich nur ganz fein. Ich will nur ganz fein. Und zum Glück können wir das so krumm hergeben, die Schablone. Hier oben am Rand sieht man es. Bravo. So, ist auch überhaupt irgendetwas gekommen? Oh, ganz fein. Seht ihr das? Schon, hä? Oh, mega herzig. Das ist schön. Das gefällt mir jetzt aber. Dann machen wir gerade so weiter. So. Da ist es jetzt ein bisschen dunkler geworden. Ich glaube auch noch, weil die Schablone nicht ganz sauber ist. Da ein bisschen braun dazugekommen. Aber mir gefällt das, ich finde das schön. So, da habe ich jetzt nämlich das Kärtchen rausgenommen und habe es hier reingesteckt. Da habe ich noch die Gouverne reingetan. Und das habe ich nämlich auch noch recht herzig gefunden. Passt so gut.
Und dann können wir hier noch anderes Zeug rein tun. Da würde doch jetzt gerade so ein bisschen Blümlis noch gut passen. Blümlis, und zwar in rosa. Wie wäre es mit rosa? Der Besen. Schon ein dunkel. Vielleicht hinter den ist mir mal abgebrochen. Oh ja, das ist eher ein rosaroter Besen. Bürsteli, was auch immer das ist. So. So, mal schauen. Ah, hübsch, he? Jetzt machen wir doch hier noch. Da noch. Ah, ich muss die ein bisschen einzeln machen. Richtig setzen und dann, dass sich da das gut ins Muster einfügt. So, vielleicht. Jawohl. Jawohl. So, und dann noch die zwei könnten wir doch jetzt hier noch machen. Das kleine. Und das mittlere. So. Und dann vielleicht könnten wir auch hier noch ein bisschen so und hier also ein bisschen so, he? So. Ah ja. Ja. So, wenn man mal angefangen hat, kann man fast nicht hören, he? Furchtbar. Das ist wie beim Stempeln. So, schön. Ja, gut. Also ich muss ein bisschen aufpassen. Ich habe jetzt hier auf jeder Seite etwas gemacht. Hier lohnt es, glaube ich. Hier könnte man aber irgendwas machen. Ja, habe ich noch ein grosses. Komm, wir machen hier so ein grosses. So, und zwar damit mit so, was ist das? Orange oder was? So. So, aufpassen. Bei diesen Teilen, die so ein bisschen beweglich sind oder feiner, dass man das nicht zu fest umschiebt. So, ist gut. Oder was? Oder wie? Oder wenn? Oder wo? So, juhu! Ja, ich glaube, das lenkt mir jetzt hier gerade mal. Da kann man doch schon auch noch irgendetwas in dieser Art doch noch einmal. Was haben wir jetzt hier? So, diese Farbe hier aufgreifen. So violett. Das ist jetzt schon ein bisschen anders. Das ist eher so als Flieder oder so. Keine Ahnung. Ich weiß doch auch nicht. So. Ja, und? Ja, sehr schön. Doch, gefällt mir gut.
da könnten wir doch... Ach komm, wir machen hier das Gleiche noch einmal, aber ganz fein. Nur ganz fein. Nur so ein bisschen angedeutet. So. Oh, schon fast ein bisschen zu viel. Ja. So, und ach, ich finde es cool. So, es macht gerade komplett das Bild total anders. Und da, wenn wir da irgendwie Sommervögel. Ein Sommervögel-Stempel haben wir nicht ausgeschnitten. Das stimmt. Das hätte man noch können. So, aber das Rot. Ups. Obwohl auf dem Grün kommt das Rote wahrscheinlich nicht so zur Geltung. He? Es gibt eher ein braunes Sommervögel. So. Ja, es geht jetzt noch so. Ja. Also komm, machen wir noch eins. So, machen wir noch eins. So und so. Zack. Ja. Ah, ist ein bisschen schade, dass da noch ein bisschen neben rausgekommen ist. Aber das ist gut. Das gefällt mir das eigentlich noch recht. Da könnten wir so irgendwas mit Blau wieder machen. So mit hellblau. Der ist, glaube ich, ein bisschen trocken irgendwie. Wenn ich ihn jetzt einspraye, dann ist er nachher sicher zu nass. Und dann gibt es so Flären drauf. Ganz vorsichtig sein. Bis jetzt ist gerade noch gut. Mal schauen, ob etwas gegangen ist. Oh ja. Ja, das ist schön. Das gefällt mir. Finde ich, passt gerade super zu diesen Blumen hier. Die auch so rund und mit nochmal etwas Rundem drin. Genau wie das. Prima. Das da. Da machen wir noch wieder ein paar Blümchen. Ein paar rote Blümchen. Aber der hat jetzt auch nicht zu fest. So. Oh ja. Genau. Und dann können wir da wieder einfach so ein bisschen drüber nochmal. So. Da noch. Tack. 1, 2 und 3. Und oben noch ein kleines. So. Jawohl. Schön. Gell, ich bin hier ein bisschen zu weit und ich muss ein bisschen weiter rauf. So, was hätten wir denn hier? Da würden sich doch da die kleinen Blümchen irgendwie anbieten. Und ich habe keine Ahnung, ob es funktioniert, aber mit dem Gel. Hey, was ist das für ein Gebrösel da? Mit dem Gel. Ah nein, das ist ja gar nicht da, was ich meine. Stimmt, das da ist es ja. Das Gel, das ich gemeint habe. Jetzt habe ich natürlich kein gelbes Bürstchen. Das Grüne können wir noch ein bisschen putzen. Und dann schauen, ob hier Gel rauskommt. Jawohl.
gelb-grün. So, mal gucken. Ja, zack. Oh ja. Ja, wenn wir da ein paar von denen drauf machen, so finde ich das, glaube ich, noch recht schnussig. So. Jawohl. Sehr herzig. Brauchen wir da noch eins. Und da auch noch. Gut, stopp. Nicht überborden. Ah, manchmal muss man ein bisschen. Überborden. So. Ja, das finde ich gut. So, tue ich jetzt gleich wirklich auf jedem, ja fast, nicht ganz, aber fast. Das schimmert halt da so ein bisschen durch. Es wäre cool, wenn man da eben auch etwas draufgeklebt hat. Aber, weißt du, ich glaube, ich mache jetzt hier einfach nur so. Und zwar mit, was? Wenn wir mal das probieren hier. Ich nur ganz fein wählen, aber das ist so dunkel. Mit dem kann man eigentlich nicht ganz fein. Man kann es probieren. Gar nicht allzu übel. Wenn wir gerade beim neuen Nachladen, ist es gerade ein bisschen extrem. So, und dann da noch. Zack. Ha! Ups, hübsch. Ja, jetzt sieht man nicht einmal mehr, dass es da so fest durchdrückt. Sehr schön, sehr schön. Und da machen wir doch einfach gerade das Rändchen, nur das Rändchen. Mit rosa. Ja, und natürlich das Grüne, die wir jetzt da auch gerade schön drüber schlirken. Rosa-grün. So. Oh, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Und dann hier. Was hätten wir da Schönes? Wenn wir hier wieder einen Sommervogel machen, den grossen, den finde ich zwar eigentlich gar nicht mal so hübsch, aber jetzt machen wir doch hier einen stahlblauen, schönen Sommervogel. Ui. Okay. So. Oh ja. Tada! Hübsch! Mal, das passt doch wunderbar. Das passt doch subi. Und dann hier gibt es noch ein paar Blümchen rundherum, aber ganz feine, nur ganz fein. Das mal aber wirklich nur ganz fein. Jawohl, genau so. Hui. Oh, schön. Jawohl, genau so muss es sein. Passt mir. Und das Schmier gemacht. Ah ja, da. Schade. Da bin ich auf die Stempelküsse drauf gekommen mit der Schablone. Da muss ich ein bisschen gut schauen. He? Ja.
So, weißt du, da oben, da ist ja der Baum mit dem Äpfel und der Baum hat keine Blätter dran. Das hat mich schon von Anfang an gestört. Jetzt machen wir noch dem Baum einfach noch ein bisschen Blätter. So, ich habe eigentlich nicht die gemeint, aber die sind auch noch cool. Wir geben doch jetzt dem Bäumchen ein bisschen Blätter. Dem Äpfelbaum. So. Ja, gut, okay. Das ist ein bisschen wirr, hä? Ah. Naja. So. Ja, es ist jetzt nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe, aber why not? Why not? Was könnten wir denn da wieder veranstalten? Da hätte ich irgendwie ein bisschen Lust wieder auf dieser da, mit ein bisschen mit Violett. Ja. Ja. Okay, gut. Die Seite ist jetzt ein bisschen naja geworden. Was wollen wir hier machen bei diesen zwei lustigen? Ich glaube, ich mache bei diesen zwei ein bisschen so. Und zwar mit ein bisschen grün. So. So, jawohl, genau. Und bei ihr auch noch einmal. So, ja, das sieht doch gut aus. So, und da. Sollen wir da auch mal wieder so einen blauen. Blauen. Wir machen den blauen. Wir haben zwar schon blauen, aber es macht nichts. Kann ich gut den grünen machen? Ja, gut, könnte ich auch. Nein, jetzt machen wir blau. So. So, das langt mir schon. Nicht so fest übertreiben. Da machen sich natürlich die Wirbel wieder ganz gut. Vielleicht mit Rot. Zack! Oh ja, finde ich, passt hervorragend. Und da ist wieder mal nichts. Also, und dann machen wir doch da jetzt etwas. Was können wir da machen? Vielleicht gleich mal noch etwas anderes. Das da würde jetzt vielleicht zu dem noch gut passen. Das in hellblau. Vielleicht. Schauen, ob das etwas wird. Das sieht natürlich jetzt ein bisschen aus wie grün. He? Auf dem gelben Papier. Aber auch noch. So. Ja. Finde ich schön. Und hier lassen wir es, glaube ich, einfach gerade mal so. Was
was würde da noch gut passen? Einfach so eine grosse Blume. Und zwar in Gel. Welches Bürschchen haben wir jetzt genommen? Das Grüne haben wir genommen für Gel. Ah, super, das ist jetzt natürlich obergrün. Mal das noch ein bisschen putzen. Und sonst gibt es dann halt ein grünes Blümchen oder ein grün-gelbes. Mal gucken, gerade hier drauf in der Mitte, wo das also fest durchdrückt von dem draufgeklebten. So. Zack. Ja. Das ist schön, das gefällt mir. Schön schlicht. Dann sind wir schon durch. Dann sind wir doch durch. Das ist doch super. Jetzt muss ich schauen, ob ich hier wieder überall den richtigen Deckel finde. Sonst habe ich das Problem beim nächsten Mal. Da. Dann möchte ich jetzt gerne noch ein bisschen stempeln mit denen hier. Und ich weiss, ich habe das so fest mit dem Ellenbogen angestempelt, als ich sie dann getestet habe. Und das würde sicher besser gehen, wenn jetzt hier alle Karten draussen sind. Oder so. Ich muss einfach schauen, wie es geht. Ich mag jetzt nicht alle Karten rausnehmen und alle wieder rein tun, weil schlussendlich habe ich ja da gleich reingeklebtes Zeug, das dann irgendwie so eine dumme Kante gibt. Irgendwo hatte ich noch ein kleines Kartönchen. Vielleicht geht es mit dem. So, weil hier habe ich nämlich ein Herzchen drauf stempeln. Und das sind eben selber geschnitzte Linolstempel. Und das haben wir ausprobiert, ist mit dem StazOn ist das gut gegangen. Wartet mal, oder wir haben es so gemacht, so zum Einfärben. Das ist am besten mit dem wasserfesten Stempel gegangen. So. Zack, drauf. Und ich habe dann noch ein Acrylblättchen genommen. Jetzt gehen wir mal schauen, wie das tut ohne. Zack. Ja, es gibt halt ein kleines Rändchen. Es gibt ein kleines Rändchen. Aber das finde ich macht nichts. So, da würde sich doch ein Blümchen ganz gut machen. Da. Blümchen drauf, Acrylblättchen drauf und andrücken. Aber ja, doch geht. Ja. So. Da würde sich jetzt natürlich ein kleines Blättchen gut machen, neben den kleinen Blättchen. Also. Ich kann mit dem nicht so gut andrücken, dass es zu gross ist. Und das andere ist gerade kurzzeitig verschollen. Aber dann machen wir es doch so von Hand. Und naja, die Mitte hat man noch ein bisschen andrücken. Aber sonst passt es doch super. So, da. Da könnten wir noch ein Äpfel ins Gras legen.
Dann geht das Karton wieder drunter. Ja, da ist jetzt natürlich gerade das andere draufgeklebt. Halt. So. Ah. Dann müssen wir das ein bisschen abnehmen vielleicht. Ah. Oder ein bisschen rauf. Also halt ein bisschen rauf. Sonst müssen wir über die Kanten reinstempeln von dem Täschchen, das ich hinten drauf geklebt habe. So, ja, das ist doch gut. Da. Und das wäre wahrscheinlich dann nicht so gut rausgekommen. So, und hier noch ein Herzchen an den Rand irgendwie. Oder oben. Oh, lieber oben. Dass es so ein kleines hochformatiges Herzchen ist. Passt das, glaube ich, hier besser. Zack. Jawohl. So, und dann hier. Da möchte ich gerne ein Blümchen. So. Ja, schön. Da müsste ich auch noch ein Blümchen her. Schön. Und dann hier könnten wir ein Herzchen oder ein Kleeblättchen. Oh, ein Kleeblättchen. Ah, ein Kleeblättchen. So, das mal auch in der Mitte gut drücken. Nicht nur außen und den Stiel. So, genau. So, ich würde sagen, das Sommervögeli kommt ein Blümchen über. Da habe ich jetzt gerade nichts da etwas drunter zu tun. Oh! Das habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur das hier oben gesehen, aber dass hier noch so verschmiert ist. Das habe ich nicht gesehen. So, Blümchen. Wie wäre es hier mit einem Herzchen? Oder hey, hier im Baum hat es doch noch Äpfel. Im Baum hat es doch noch mehr Äpfel. Zack, oh ja. Und da gleich noch ein Herzchen. So. Schön. Ja, jetzt sind wir da durch. Da lasse ich es, glaube ich, mal sein. Und da würde mir jetzt noch ein Kleeblättchen passen.
So, schön. Und dann passt da etwas. Ich glaube, dann lassen wir es gerade. Und da machen wir ein Blümchen an die Ecke. So. Und da machen wir doch auch ein Blümchen an die Ecke, gerade da drauf, weil das so durchdrückt. Und das passt doch gerade super zu diesem Blümchen. So. Voilà. Ja, das sieht gut aus. Gefällt mir. Und da hinten, da wäre noch ein Herzchen schön. Ui. So. Jawohl, hey, das gefällt mir. Ich finde es oberherzig. Die Stempel, die passen doch super da rein. Und mit diesen ganzen Schablonensachen ist das Journal ja praktisch schon fast fertig. Ein kleines bisschen etwas möchte ich gerne noch rein tun und dann fehlt uns vorne noch etwas. Hinten könnte man auch noch ein bisschen etwas mit Schablonen machen. Ich weiss es noch nicht. Das muss ich mir noch überlegen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!